Geil. Endlich wieder Bier. Scheiße. Ah, scheiße, geil. Guten Morgen. Guten Mittag und guten Abend. Der Engler ist wieder da. Ja. Er ist wieder zurück und er hat sein Mikrofon vergessen. Ich habe mein Mikrofon vergessen. Geil. Ja, Und wisst ihr, was wir noch vergessen haben? an dritten Maßgurk. Ja, Haben sie auch noch scheiße. vergessen, aber da bin ich nicht schuld. Das geht auf meine Kappe tatsächlich. Ja. Weil du unbedingt hinter und eng mitnehmen hast müssen zum Saufen. Mei, die dritte muss auch noch leer werden, ja. Scheiß Alki. Ist ja nicht so, als hättest du, keine Ahnung, hier einfach schnell exen können. Schon, aber ich wurde von irgendeinem Vollspasten rausgeschmissen. Na gut, touché. Ja. Ich habe keine Ahnung, was geht, aber es ist schön. Du warst ja nicht dabei. Nein, du warst nicht dabei, Engler, du hast da wahrscheinlich den Podcast nicht angeschaut. Nein. Letzte Woche haben wir über den Mike Tyson-Jake-Paul-Kampf geredet. Genau. Und über scheiß Netflix. Brutal scheiß Netflix. Alles, die steuern alles die da oben, das ist eh klar. Dass das nicht funktioniert. Ja. Ihr müsst ein bisschen gescheiter ans Mikrofon nehmen, gell? Direkt nein. Nur näher. Oh. Nein, ich glaube, das ist einfach zu leise. Nein, ist nicht. Das ist voll Auftrag. Ja, genau. Machen wir musst es einfach bei vorne mir rein. hier und dann. Du brauchst ja keins, Kevin, oder? Nein, ich glaube, Kevin, du brauchst keins. Brauche ich eh nicht. Ja. Meine Stimme ist eh scheiße. Na, genau. Du hast also auf jeden Fall letzte Woche nichts verpasst, außer zwei wunderschön eingeschenkte Massen und die Das richtig stimmt, gut ja. geschminkt haben. Und sehr schnell weggegangen, sonst zum Glück. Ja, ich habe gleich gemerkt, jetzt direkt, wenn ich wieder zurückkomme, da kriege ich nicht einmal mehr einen Maskrug. Also, Deswegen hat er jetzt zwei Sterne gekriegt. Ja. Aber sag Das einmal, stimmt. von wem du die Sterne gekriegt hast. Und den kannst du auch mal so umdrehen, dass man das Logo sieht. vom Giesinger. Giesinger. Muss so Sieht schon man das? halten, da, ja. Siehst du das, Kamera? Ja. Ja. Sag einmal was, Kamera. Warte, unterhalts einmal die Leute, ich kann da mal den Kamerabildschirm umdrehen, dass wir was sehen. Das war halt sehr schlau, was soll man sagen? Nix. Schon, gell, das ist eigentlich Ich schon. kann ja jetzt einfach schildern, was der Thomas gerade macht. Der Stimmt. dreht den Kamerabildschirm um. Dass wir uns selber singen. Also, Geil. Ja, Gut, dass das ich nichts sehe, weil ich einfach scheiße blind bin, aber ist keine Kontaktlinsen drin. doch. Aber ich sehe trotzdem nichts. Weil das liegt an meinem Rausch. Gut. Wieder drin. Na Alter, wir haben jetzt tatsächlich einmal erst Go gekriegt. Was passiert denn die nächsten paar Wochen bei uns? also wir haben rein theoretisch, aber nur hypothetisch oder sonst irgendwas, gell? Hypothetisch. Ja, hypothetisch oder so, wie es heißt, keine Ahnung. Aber haben wir vielleicht am 14.12. einen Auftritt. In Bad Tölz. Also Ja. alle Leute, die diesen Podcast anhören und in der Nähe von Bad Tölz wohnen. Wir spielen in der Bar. Also an die 10 Leute, gell? Also, Ja. Genau, an die 10 Downloads. Wir spielen in der Oder Bar. Schazini oder wie schon gesagt. Wir spielen in der Bar am 14.12. Und das wäre der brutale Gaudi. hoffentlich. Wisst ihr warum? Weil wir da ein Bier trinken. Und ich bin sau zu mit Sicherheit. Ja. Also ich verstehe diesen ganzen Alkohol-Zeig-Ding nicht. Ich werde nur Wasser trinken. Alter, dein Blut besteht aus Bier. Wenn hier, was wenn willst hier du uns wer hier erzählen? Alkoholiker ist in der Gruppe, dann bist das du, ja. Ich bin am 2. Platz. Ja, das stimmt. Ja, ich bin auf jeden Fall der Letzte. Thomas ist einfach ein scheiß Opfer. Ich sauf zwar oft, aber ich sauf relativ wenig dafür. Ja, zu weniger, wollte ich gerade sagen. Ja, das Viel zu wenig. Du, ich lieg ja nicht. Obwohl sie mir in der Arbeit gesagt haben, dass sie es schade finden, dass ich jetzt so viel sauf, weil ich mich in der Arbeit weniger konzentrieren kann. Ist ja Ich wurscht. arbeite bei Los Brutalos. Ja, mei. Ja, genau, 14.12. Auftritt. Aber sollen wir vielleicht noch was sagen, warum der Engler eigentlich letzte Woche nicht dabei war? Will er sich selber dazu outen? Das Arschloch. Ich weiß echt so gar nicht, warum ich nicht da war. Ich hab's schon wieder vergessen. Was war denn da? Du warst besoffen. Du warst Fremdsaufen. Ja. Fremdsaufen. Wo war ich da? Wo? Das war letzte Woche, wo du uns gesagt hast, so, ja, ich hab Donnerstag bis Sonntag keine Zeit, weil ich saufen Ach, bin. die Woche, ja, da, Alter, oh, da ist was gegangen und ich war ein Leck mir am Arsch da. Oh, seit Donnerstag bis Montag auf die Nacht habe ich da Gas gegeben, hey, das war abartig. Bis Montag? Am Montag war ich an der Blattlerbuch. Also, weil ich bin ein ausgebuchter Mensch, gell, also man hat ja nicht immer so viel Zeit Das ist Zum krank. Saufen. zum Saufen, ja.
Zum Saufen während einem Podcast, meinst du? Ja, ab und zu versuche ich das ganze Zeug einfach zu vereinigen. Also, dass ich erst da hingehe und dann danach da hin. Aber das ist ja Arbeit, also. Dass ja alle was von mir abkriegen. Also, dass jeder ein Stück vom Kuchen haben kann, im Prinzip. Der große Englerkuchen. Ja. Schön, wir kriegen am wenigsten von dir. Nein, ich krieg's ziemlich viel, aber der Kuchen ist klein. Das, Nicht nur der Kuchen. Sorry, Engler, da muss der jetzt sein. der Kuchen ist ein Arm bestückt, glaube ich. Naja, Pimmelwitze auf Kuchenbasis sind lustig. Kleine Kuchen, nochmal zum Zitieren. Sehr kleine Kuchen. Ja, der kleine Kuchen ist größer als du. Na Gott, das ist das wahr. Ja, na, Alter, um auf das Thema zurückzukommen, am 14.12. spielen wir in der Bar. Am 11.01. haben wir einen Auftritt mit den Gletschergeist, beziehungsweise vor die Gletschergeist. Okay. Oberammergau. Jetzt sag nicht, dass du davon auch nichts gewusst hast. Nein, hab schon mal gehört. Es so war wie sogar in der Story. Und da schreiben wir die ganze Zeit in die Gruppen ein. Ja, das ist halt einfach so, das ist wie so ein Pflichtprogramm, das ist wie so Arbeitsgruppen, da schaut man ein und liest es durch, aber vergisst das auch gleich wieder. Weil es Der einfach scheißegal der ist. Typ, der neben mir hockt, hat 3 einzelne eigene Spotify-Accounts und der nimmt das Ganze alles so ernst. Wo habe ich denn 3? Engjo und Ach so, der Alding. Ja, der Engjo, also das ist ja zweimal das gleiche, ich hab's nur verkackt beim Aufladen. Ja, das ist blöd. Ja, aber Alter, mir wundert es nicht, dass dein Musik nicht ankommt. Ja, weil ich nichts hochlade. Ja, eben. Na, Aber dafür sind sie gut. Genau, Na Gott, das muss ich 11.01. sagen. haben wir mit den Gletschergeißen einen Auftritt und ich glaube, das wird nämlich ganz geil. Herzlich Engjo. Ich glaube, das wird ganz geil, weil da werden wir tatsächlich zusammen mit die Gletschergeist ein kleiner Song von uns performen. Unter anderem. Unter anderem den berühmtesten Song von uns alle zusammen Und wo ist das? in Oberammergau. In Garmisch. War ich noch nie. Ja, da Das ist ist außerhalb von den Grenzen, wo ich bin. das ist eine Abriss-Ski-Party. Und das wird ein Abriss. Dann mit einer Skifahren, oder? Nein. Nein. Also nur Eigentlich müssen Also wir vielleicht irgendwie auf dem Klo, unterkümmern. ja. Also. nur Après. Also Skifahren tue ich nicht, außer auf dem Klo. Auf dem Klo werde ich Skifahren. Ja, das ist Da hab ich schön. kein Problem Wenn damit. es schneit, dann schneit es. Ja, irgendwo, ja eben. Irgendwo brauche ich halt einmal diesen Gegenwert, weißt Den Pulverschnee auf jeden Fall. ja, den Pulverschnee, ja, da in der kleinen Tüten, weißt Jetzt sind wir zu Jetzt weiß ich gar nicht spezifisch. mehr, um was geht. Reden wir nicht über normalen Schnee. Wir reden über Minecraft. Minecraft, jetzt bin ich wieder drin. Liebe CIA, wir haben keinen Koks. Ja, na, genau, wir haben Auftritte. Wir bringen jetzt dann auch demnächst nur einen Song raus. Okay. Der Engler ist so gut informiert, das ist der Wahnsinn. Das ist brutal. Nein, aber ich will, wie gesagt, kleiner Kuchen, wenig Stücke. Schlecht bestückt. Und ich will nur sagen, ich bin gefühlt jeden Tag bei also nicht was ist gefühlt, ich bin wirklich jeden Tag beim Thomas, um irgendeine Scheiße zu produzieren oder irgendeine Scheiße zu labern. Ja. Jetzt muss ich erzählen, das schönste Ehepaar überhaupt. Also. Nur weil wir beide gegenseitig professionell Bier saufen. Also der Thomas nicht ganz, aber eher ich. Aber Hey. das ist ja wurscht. Ich habe gut aufgeholt. Für das, was ich war. Nein, Na, ich finde die Entwicklung finde ich ziemlich schön vom Bier, eigentlich vom Bier saufen. Also ich habe das ja so ein bisschen eingebürgert in das Ganze, weil ich einfach schon gern manchmal ein Bierchen trinke. Das Einzige, was du gemacht hast, ist mir geschrieben, wenn deine anderen Spätzle keine Zeit gehabt haben. Ja, das lassen wir jetzt einmal so stehen. Genau. Ja, nein, wir bringen jetzt dann bald demnächst einen Remix raus von einem guten Song von uns. Den macht Dafür der bin Kevin. ich zuständig, tatsächlich. Ja, ausnahmsweise mal wieder überlasse ich dem Mann einmal Producing. Das wäre auch mal. Entschuldigung. Ich steuere schon gut was bei. Also, mehr wie du Engler, tut mir leid. Ja. Aber ich sag ist mal, ja nicht wahr. deine sanfte Engelstimme, die gleicht es wieder aus. Ja. Qualität vor Quantität. Ja. Deswegen brauchst du 3 Jahre, um einen Track zu machen. oder? Ja. Wann ist What Did I Think rausgekommen? 2022. Also hast du eigentlich 2 Jahre braucht, um mal wieder einen guten Vorschlag für Tomjo zu bringen. Ja. An eigenen Vorschlag. Stimmt. Ohne ja. Befehl. Aber dafür schreibt er gute Parts. Na. Ach komm, der. Also Doch. ab und zu. Du meinst jetzt vom Lyrischen her, oder was? In der Furzner Siberia. Wie findest du das eigentlich, dass keiner auf deinen Aufruf geantwortet hat, dass Leute in die Kommentare schreiben sollten, über was wir reden sollten?
Ja, das kann ja vielleicht einfach daran liegen, dass keiner anschaut. Hey, so schlecht laufen tut die gar nicht. Also Ja, die ich Leute, weiß nicht, keine Ahnung, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, wie der läuft. Mir ist das eigentlich relativ schnuppe. Hauptsache es Bier war saufen wie die Woche. Hauptsache es war deine Idee. Es war, was? Also Ihr zwei habt, also es war mal eine Ja, Idee von wir mir. zwei haben es in die Wege geleitet, aber du hast das einmal Bei angesprochen. mir war es eine Idee, weil das mit dem Biersaufen ist eigentlich eine schöne Sache. Ja. Und Ratschen und Biersaufen damals so oder so. Also, Ja, aber, Warum nicht gleich aufnehmen, gell? ja, genau, ja, damit die eben. Welt uns zuschauen kann. ja, eben, das ist ja das Wichtigste. Die, In die unseren Welt intimsten interessiert sich Dingen. ja. Die Welt oder beziehungsweise Landkreis Bad Tölzburg-Pfalzhausen interessiert sich ja dafür. Also für die Spätzeln, grüß euch. Aber die, fuck, hey. Ja, Entschuldigung für die Hurster. Das geht auf mich. Ich habe mich halt infiziert mit sämtlichen Krankheiten. Wie immer. Ja, es Wie kommt die vom letzten Arschficken. paar Monate. Es kommt vom Arschficken mit dem Kevin, das tut mir so leid. Ja, mir tut's auch leid. Ich habe alle Krankheiten. Homo. Na, Alter. Ja, genau. Jetzt da wir jetzt 12 Minuten lang angeteasert haben, dass wir einen Song und Stimmt, zwei ja. Auftritte haben, da ich mal sagen, können wir jetzt mal woanders hin. Und zwar Ui. gingen wir nach München Na, scheiße. im Jetzt schon wieder. September 2024. Was war da, Jungs? Was waren denn nochmal? Der Engländer kann Scheiße. sich nämlich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß ja, ich habe keine Ahnung, was gerade geht. Der Engländer hat nämlich 3 Ja. Maß getrunken und besoffen. 3 Maß. Und das war das Ich Oktoberfest. weiß ja schon. Jetzt wollte ich gerade sagen, du Arschloch. September oder was? Das Oktoberfest war im September, ja. Aber das ist ja von September bis Oktober, aber wir Ja, waren, noch wir waren im relativ am Schluss. September. Ja gut, wenn ihr das zeitlich so gemanagt habt. Weißt du, was ich zeitlich gemanagt habe? Die Steaks, die ich dir am Ende noch ins Gefries geschoben habe, du Arschloch. Nein, an den Tag, schwache Leistung, muss ich zugeben. War nicht mein stärkster Tag. Ich glaube, das war das erste Mal, dass der Kevin und ich die unter den Tisch gesoffen haben. Auf jeden Fall. Also, wir hatten ja noch richtig Todesbock. Und du hast auf dem scheiß Tisch schon halb Vor allem, Vielleicht waren es einfach die KAU-Tropfen, die ich mir selber reingemischt habe. das war ja die größte Scheiße. Wir wollten ja wir sind ja um 9 Uhr reingefahren oder sowas, dass wir um 10 Uhr halt zum Eröffnung reinkommen. Na, 10 Uhr zur Eröffnung. 10 Uhr zur Eröffnung sind wir. Ja, keine Ahnung, wir sind im Zug gesessen und gesoffen, das war geil. Und sind da zum Anfang rein und haben gedacht, die Gletschergeist, ja, die kommen jetzt gleich. Und dann war es 11, halb 12 und dann schreibt uns der Georg so, ja, der Kili geht nicht ans Handy, der flackt wahrscheinlich wieder besoffen vor der Haustür und schaut schlafen. Und dann war das so und der Wichser schreibt uns dann um 1, schreibt er dann, ja Jungs, ich bin wieder besoffen vor der Haustür eingeschlafen. Alter, was du denkst, wir haben das ausgemacht, wir wollten da alle zusammen hin. Genau so hat es dann ausgeschaut, um 3 sind es dann gekommen. Grob, Um 3 wollten wir halb eigentlich drei, schon wieder drei, fahren. ja. Um 3 wollten wir schon wieder fahren. Eigentlich. Dann sind die gekommen. Wann sind wir gefahren? Um 8 Uhr oder so? Wir sind um halb, nein, um 8 Uhr. Um 9 Uhr waren wir daheim. Aber ich mir denke, weiß ich doch noch, wie die was. Alter, ja. Hat zwar noch geraten, aber. Ja, genau. Also wir sind dann auch aus dem Palano rausgeschmissen worden, das war auch lustig. Die wollten uns dann Stimmt, einfach da auf waren wir- Krampf nicht mehr rauslassen. Ja, da waren wir aber grobe 3 Stunden tatsächlich drin oder mehrere. Wir haben 3 Master drin gesoffen. Stimmt, ja. Also jeder. Und das war eigentlich ganz stabil. Und haben Chinesen beigebracht, wie sie sich gegenseitig beschimpfen, oder Engler? Nein, ich glaube, beschimpfen war es. Nein, das war nicht beschimpfen, das war auf dem irgendwas Video war es Prost oder doch sowas. habe der Servus. Ich weiß nicht mehr ganz, das ist irgendwie aus meinem Gedächtnis erloschen. Nein, ich habe einen Lehrer gespielt und habe die bayerische Sprache den Chinesen beigebracht. Aber nein, so ganz funktioniert hat es nicht. Nein, ich Weil ich habe hatte die ganze Zeit noch nie Hau gesagt, aber so wie wo magst du nie hauen? einer sehr netten Dame in der Bierzeit habe ich einen Teddybär, einen Dirndl Stimmt, geschenkt ja. für ihre Tochter. Das war lustig. Wir haben sehr viel Wiesenkoks gekauft und sehr viel Schnupftabak. Und man darf den Händelhut nicht vergessen. Der gell? Händelhut. Der Händelhut. Alter, dieser Händelhut hat Hast mich du so den vergessen? aufgeregt. Hast du den vergessen? Nein, der liegt bei mir zu Hause. Den nehme ich, glaube ich, das nächste Mal mit. Wenn ich es nicht vergiss. Ja, den vergisst genauso wie meine Maske. Also. Und du dein Mikro. Leider war. Nein. Das Mikro habe ich ja nicht wirklich vergessen. Ich war halt einfach zu faul, um mich heimzufallen. Und das zum Holen ist ja was anderes. Vergessen freut's. heißt ja, man hätte nicht dran gedacht. Mich freut es übrigens, dass du jetzt einmal deinen Bart wachsen lässt. Ich? Ja, schaut gut Nein, aus. dieses einfach nur das kurz wachsen, Das ist der weil ich jetzt 3-Tage-Bart. faul bin, jetzt wieder die Arbeit zum Schalen und dann wächst er wieder. Und Ja, dann genau, wieder deswegen runter. rasierst du die Konturen, gell? Ja, die sind nicht, du siehst ja, dass das wieder nachkommt da immer. Ja. Der hat keine Ahnung vom Bart. Hockt er da um Vorbei seinem Ziegenbart. mit dem
Na, stimmt, Angemache. hast du keinen Ziegenbart mehr. Na, zum Glück habe ich jetzt kein Ziegenbart mehr. Danke, Jungs, übrigens. Gell. Halt's Maul, nur weil du keinen Bartwuchs hast, du Arschloch. Ich kann ja nichts dafür, das ist familiär. Das tut jetzt sehr weh in meinem Herzen. Junge, ich werde bald familiär ins Casino zu dem Papa gehen und sagen, hey, er soll mir mal beim Roulette gewinnen lassen. Das ist schlecht. Ja. Nein. Nochmal um auf das Oktoberfest-Thema zurückzukommen. Die Gletschergeister sind dann um 3 gekommen und wir sind dann rüber ins Schottenhammer, glaube ich, gell, in den Biergarten. Sagen wir danach, ja. Ja, Was auch sehr witzig war. Das war saulustig, vor allem, weil der Engler sich ja dann mit einem Polizisten angekriegt hat. Unter anderem, aber Hast du? er war nicht im Dienst. Nein, das war ein Spätzle von den Ja. Gletschergeistern, aber den hatte ich nämlich auch noch mit getroffen. Ja gut, aber wenn der Zipfel da mein Bier wegnimmt, dann hat er... Du hast die wirklich? Auch wenn es nicht... Ja, ich weiß schon, Das es war Lustige- nicht mein Bier, aber das ich Lustige habe halt, ist- in meinem Kopf war es mein Bier. Genau, du hast da das Bier einfach genommen, ohne zum Zäunen, ohne irgendwas zu sagen. Du hast nicht einmal ein Bier bestellt gehabt, hast das Bier einfach genommen. Und dann hat er natürlich berechtigterweise das Bier von dir weggenommen. Und du bist komplett ausgetickt. Und die Bedienung hat 100-mal gesagt, ich bring dir jetzt ein Wasser. Na, weil ich hab mir gedacht, was tut der Zipfel jetzt mein Bier da weg? Das ist mein Bier, das steht da, das steht direkt vor mir. Warum tut der jetzt mein Bier weg? Und dann kommt die Bedienung, dass ich jetzt ein Wasser brauche. Und sage ich, nein, sonst soll ich ja nicht das Bier mengen. Also das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Mei, ein kleiner Denkfehler in der Matrix, aber es passiert. Es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. sie haben mir ja danach mal gebracht, also von dem her. Ja, das Ding war, dass du die rausgeredet hast wie ein Meister. Das stimmt, der Ihr hat's müsst grobe euch, 10 ihr müsst euch Minuten. vorstellen, der Typ hat geredet die ganze Zeit, also die ganze Zeit vom Paulaner bis zum Schottenhammer hat der Typ geredet, als hätte er 5 Promille Intus. Mindestens. Und ist rumgeschwankt wie Scheiße und Ding und Klump und Graffe. Und dann hockt er sich hin, ich mag ein Bier. Und so hat er geredet. Und dann ist ihm das Bier weggenommen worden. Und da war er Die richtig Bedienung sauer. war 2 Minuten weg und der Typ war so stinkesauer. Dann hat er die Bedienung nochmal hergerufen und hat gesagt, also wirklich, ich übertreibe jetzt hier nicht, liebe Dame, könnten Sie mir bitte nochmal eine Maß bringen? Es tut mir leid, dass ich über die Stränge geschlagen bin. bin Und Zeuge. ich nehme alle Aussagen, die ich heute getätigt habe, zurück. Ich hab gesagt, du Blöde, müssen wir jetzt hol mal halbe, sonst fangst du eine. Ja, genau, Alter, du warst auf einmal der höflichste Mensch. Ich habe noch Nein, nie so ich einen war- höflichen Menschen in dir gesehen, wie an diesem Tag, oder Natürlich, beziehungsweise in diesem ich Moment. kann ja auch einfach sau höflich sein, weil ich das, Wenn es um Bier geht. wenn es um Bier Junge, geht. Junge, 5 Minuten davor bist du auf dem Tisch fast eingeschlafen, weil du so besoffen warst. Und dann, bin dann eingeschlafen. eine Sekunde danach, eine Sekunde, wenn dir jemand wagt, das Bier wegzunehmen, macht es einfach so klack und dann so, kannten Sie mir bitte nochmal ein Bier bringen? Es tut mir Nein, leid, aber was ich gesagt habe. Da hab ich einfach gemerkt, ich hab gar nicht so viel getrunken heute, ich hab's gar nicht nötig zum Schlafen. Da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich gar nicht so voll bin, glaube ich. Ich glaube, da hat's Klick im Gehirn gemacht. Ja, Alter, da hat's ein Klick in deinem Arsch, du. Ich weiß nicht, was ich hat sagen keinen wollte. Ich Sinn will jetzt bloß kurz hier zu Ende finden. Den Ja. Satz. Naja, scheiße, gell. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ja. Aber irgendwie reden wir gerade nur über den Engler. Ja, wenn du, das letzte Mal hab's auch noch über mich geredet, anscheinend die ganze Zeit haben sie mich beleidigt für blöd und Ja, weil was der- für ein Arschloch ich bin. Und jetzt, Das stimmt doch überhaupt jetzt nicht. freuen sie, wenn ich meine Geschichten Das erzähle. stimmt Gell? doch Also, überhaupt nicht. Nein, also, ihr müsst euch vorstellen, beim Kevin und bei mir war es langweilig. Wir haben uns einfach amüsiert, mit einem Haufen stimmt, Leid ja. geredet, ein bisschen geschnupft, ein bisschen gesoffen, brutal Blätter Ein hergeredet. bisschen gesoffen hätte ich jetzt nicht gesagt. Also, Der schon. Georg hat ein Brotzeit-Bredel aus dem Palaner geklaut und ist vom Unter Security anderem. aufgehalten worden. Aber nicht so ein normales Holzbredel, sondern so ein Hello Kitty, irgendwas. Ja, das vielleicht Plastikbredel. 20 Cent kostet oder Nicht mal. sowas. Das hat mich Das so war das wütend Traurige gemacht. daran, ja. Und der Typ ist da hinterhergelaufen, der Security Stimmt, ist ihm und hat ihn richtig zur hinterhergelaufen, Sau als hätte er gemacht. gerade jemanden umgebracht. Das Er war ist richtig brutal. hinterher gesprintet. Also der Typ war schon gut breit, tatsächlich. Ja. ja, aber das würde ich genauso machen, wenn einer meine Hello Kitty Brille klaut. Da würde ich ihm genauso hinterherlaufen, dem Zipfel. Ja. Es gibt noch ein paar lustige Videos, wie der Engler und ich uns gegenseitig retten. Unter anderem, ja. Es sind auch brutal viele Fotzen-Videos am Kevin gegenüber. Also, ich glaube, das erste Video ist der Engler, wie Ich er wurde filmt. so oft geschlagen, Er auf jeden die Fall, von beiden. Der Engler filmt, nimmt dann Kevin die Sonnenbrille ab und haut ihm einfach so vorher Watschen runter. Ja, verdient. Und das nächste Video ist einfach nur, wir stehen vom Palaner, versuchen wieder irgendwie reinzukommen. Und die lassen uns nicht rein. Der Engler diskutiert ewig mit dem Türsteher. Sei mir schon Tom schon mit retten da heute auf. Wirklich kein Scheiß, das hat er wirklich gesagt. Und dann ist der Georg dazu gekommen, ein Gletschergeist mit retten heute hier auch auf.
Und Und da bin ich nur mal hingegangen und gesagt, ja, Engjoe, tritt halt auch auf. ja, genau. Und dann habe ich mich einfach umgedreht mit der Kamera und Kevin an die Arbeit gehauen. Ich weiß nicht warum. Unter anderem, ja. Mein Gesicht ist halt sehr einladend für, Ja. ich sag mal, gewisse Schläge. Ja. Ja, nein. Der Gesicht schaut aus wie so ein riesen fetter Arsch. Deswegen, da hat man einfach das Bedürfnis auf zum Klatschen. Hey, ich sag das nicht, seine Danke. Oma hört den Das Podcast. stimmt und meine Mama auch. Hallo Kevins Familie. Hallo. Und hallo, meine Mama, die hört es einem Jahr. Oh, was? Servus, ey. Meine Eltern, nicht einmal meine Eltern hören den Podcast. Mein Beileid, Thomas. Meine Mama hat die erste Folge angehört und wahrscheinlich bei der zweiten hat sie gedacht, ach, leck mich doch am Arsch. Hallo Mit euch Engels zwei. Mama, trotzdem. Ich bin jetzt dafür, dass wir einfach anfangen, unsere Eltern zu grüßen. Unter anderem vielleicht. Und meine Oma. Hallo, Das ist ganz oder unsere wichtig. Meine Familien. Oma ist So, wichtig. wir sagen einfach mal Hallo Kevins Familie, Hallo Englers Familie. Hallo. Hallo. Kein Hallo an meine Servus. Familie, weil sie da hoffentlich keiner diesen Podcast anhört. Ich hoffe schon, ich werde es allen schicken. Haha. Scheiße. Ich grüße meine Oma. Alter, ich hab gestern, bei uns ist ein bisschen ein Kuchen übrig geblieben, so ein Nusskuchen, Ey. die meine Mom gerne macht. Dann habe ich in die Arbeit mitgenommen und dann habe ich einen alten Auerstickel davon gegeben. Und der alte Au, was macht er natürlich, was er kann? Er nimmt das Stickel, macht ein Selfie damit und schickt es meiner Mama. Geil. Da sind wir schon wieder beim Kuchen. Hätte ich auch wieder gemacht. Hey, mein Kuchen ist groß und dafür schlecht bestückt. Ich weiß nicht, was besser ist. Du hast einen großen Kuchen, gibst aber große Stücke hier dafür. Und ich habe gar keinen Kuchen. Okay, Kevin, okay. Danke. Ja, Kevin, du Wirklich bist ein danke. Stück Scheiße. Danke. Ich muss immer wieder daran denken, dass der Familie zuhört und der Familie Ja. mich, glaube ich, eigentlich mag. Nein, eigentlich nicht. Nicht? Okay, Nein. gut. Also, dann kann ich ja sagen, Kevin, du bist Ja. ein Stück Scheiße. Danke. Der Familie ist cool. Aber deine Oma hört so, hast du gesagt. Ja. Hallo, Kevin, seine Oma. Verstehst du mich überhaupt? Ich habe jetzt gehört, dass du mich gar nicht verstehst. ja, Ich sag mal, wenn, Warte, wenn wie du in heißt der einem besoffenen Dialekt sprichst, In einem besoffenen Dialekt. Dann versteht's mich. dann versteht sie nicht. So. gut, der Bub war ja beieinander. Ja gut, aber du verstehst da nichts, gell? Na, der Typ ist da, guckt Also, so nüchtern ganz wie mir kurz. und trotzdem besoffen geredet. Ich habe Besoffenisch gelernt. Besoffenisch? Ja, das ist ja die Sprache, die er Besoffenisch? gerade spricht. Irgendwie. Ich habe das gelernt, studiert, was auch immer. Und ich kann es auf jeden Fall gebrochen wiedergeben, wenn ihr das versteht. Du hast der Master drin gemacht. Kevin, Ach jetzt, ich verstehe es jetzt. Erst, dass mein Gehirn hat so lange Kevin, braucht. wie heißt der Oma nochmal? Meine Oma. Weißt Ja, du wie die das heißt? nicht? Warum soll ich den Namen jetzt liegen? Nein, die liegt mir nicht. Ja, ach so, ja, okay, dann liegt mir den Namen nicht. Vielleicht Dann ist sage es- ich weiterhin Kevins Oma. Kevins Oma, das Angebot steht by the way immer noch. Wir daten gern bei dir in der Küche einen Podcast dran und gerne einen Schweinsbraten oder Genau, eine Lise. Knoblauchsuppen dabei essen. Also da bin ich dabei. Und dann Knoblauchsuppen bitte, weil die ist geil. Also nur natürlich, wenn es kein Aufwand ist, wenn wir da auch natürlich helfen dürfen. Wenn ihr eine kleine Bitte auch noch haben dürft, einen Hummer. Ein Hummer zum Schweinsbraten wäre mal interessant. Habe ich so noch nie gehabt und das wäre mal was Besonderes. Na, mir hat's halt Aber kein Aufwand, gell? insofern interessieren, weil der Kevin lässt mich nicht zu kurz wissen, dass der Schweinsbraten von seiner Oma der beste ist, den er jemals gegessen hat. Das stimmt. Der ist wirklich so gut. Von dem her möchte ich das ein bisschen herausfordern, sage ich jetzt einmal. Mir da das interessieren, wie dieser Schweinsbraten schmeckt. Ich möchte ihn essen. Weil man kann, also Schweinsbraten ist wirklich sowas, entweder man kann es oder man kann es nicht. Ja. Und wenn man es kann, dann muss man es sehr gut kennen. Ja, und Hummer auch. Hummer. Ja, Und Alter, fick Fledermaus. dich. Ich habe noch nie einen Hummer gegessen, jetzt habe ich Bock auf Ja, Hummer. ja, nicht. Deswegen genau. Also ich schon. Ich weiß nicht, was ihr habt. Und? In Amerika. Ist ja geil. Schon geil, aber nur mit einem gescheiten Butter. Einmal so Butter eintippen. Butter? Das ist saugut. Ich möchte Butter. Das ist saugut. Ich Ja, schwör's Alter, euch. nein, ich bin nicht, doch, ja. Hummer darf ich schon mal essen. Ja, ist in geil. Gmund gibt es einen, glaube ich. In Gmund gibt es einen, der macht Hummer. Ja. Da gibt es einen Gibt es Italiener. generell viel. Ja, gehen wir da mal hin. Schauen wir mal, wer stärker ist, der Hummer oder mir. Schauen wir wie mal viel her, Geld wer der zahlt. gebettelt hat. Ja, Kevin, das bist du, das wissen wir alle. Scheiße. Kevin, so in Kroatien, ich lade euch alle zum Steak essen, 250 Euro spart, so, oh. So, jetzt hat er seine Schwester verkauft. Passiert. Ich hab keine Schwester. Ja, was du Ja, verkauft jetzt nicht hast. mehr. Warte mal, nein, Monat. Kevin, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippst, Ja. bist du nimmer schwul.
Ich war schon immer schwul, also ist mir wurscht. Na, Spaß, Ja. Ich bin nicht schwul. Auch. Ja, weil ich gerade die entschwult habe. Na, das geht eigentlich anders mit dem, du musst sagen, wenn ich jetzt schnipse, dann vergisst du, dass du immer schwul warst. Ja. Sonst macht es ja keinen Sinn. Also Thomas, dann höre ich mir einfach den ersten Podcast an, weil da haben wir ja, ein Bewerbungsschreiben so gefühlt gemacht, dass ich Single bin. Ja, stimmt, Also- warte, das können wir jetzt nur mehr machen. Kevin ist 1,80 groß, hat schwarze Haare am Bass, Ja. hat braune Augen, ist relativ talentiert mit seinen Producing-Künste und DJ-Künste. Ab und zu. Ist sehr schlecht im Zuhören Ja. und hat einen brutal kleinen Schwanz. Also, Ladies, bewerbt euch bei uns in die DMs. Du willst einen Österreicher, der ausschaut wie ein Kanacke? Rufen Sie jetzt unter dieser Nummer ein, die 01777734888889 und holen Sie sich jetzt Ihren Kevin. Spiegel! Scheiße. Eigentlich bin ich ja. Geleakt. Stimmt, ja. Mein Nachname habt ihr geleakt. Ja, mei, ist mir doch egal. Das kennt jeder Sau, den ihr hört. Stimmt, das mit dem Nachnamen. Du hast den Nachnamen selber schon geleakt. Sorry, DJ Mirror. Ja, Mirror. Also, wer das Klingt nicht checkt. kroatisch. Ich glaube, jetzt wo der Engler da ist, hat der Podcast wieder überhaupt keine Themen. Oder wir labern nur Scheiße. Das finde ich geil. Warum eigentlich? Das ist genau das, was meine Mama sich beschwert hat, dass wir gar keine Themen haben da. Achso, ja, Wir müssen jetzt ein Thema machen, wenn die Mama das so das hört. Thema war ja gerade Oktoberfest und du hast wieder komplett abgelenkt. Ich hab gar nichts abgelenkt. Ich hab nur was mit dem Hummer erzählt, mehr nicht. Und von meiner Oma. Mama. Ja, mei. Aber machen wir nochmal ganz kurze Trinkpause. Ah, seid schon auf. Also du, Ja, du komm, scheiß Arschloch. Prösterchen. Warte, Herz mir. Mei. Schön. A beer the day keeps the doctor away, habe ich gehört. Das ist korrekt. Korrekt ist das. Okay. Das ist so der Wahnsinn. Ja, Engler, sag einmal, was hast du nur letzte Woche gemacht? So allgemein. Ich letzte Woche, Ja, genau. so an was den- ich so generell mache. ja. Also meistens stehe ich in der Früh auf und gehe in die Arbeit. Also das ist so ein Ding von mir. Das mache ich eigentlich, kann man fast mal in der Vollzeit. Das machst du gerne, oder? Das mache ich gerne, Okay. jeden Tag. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was letzte Woche es war. Was Ja, war warum? denn? Weil wenn du 5 Tage davor durchgesoffen hast. Na, warte mal, ich schaue mal in den Kalender, was gestern, letzte Woche war. Das kann halt jetzt ein bisschen dauern, weil der hat nicht so viel in seinem Kalender stehen. Also ich war beim Soccer 5 letzte Woche mit meinen Spätzeln aus der Klasse. Liebe Grüße, ich werde euch das niemals anhören, weil ihr meine Sprache nicht versteht. Dann habe ich Fußball geschaut, war auf dem Christkindlmarkt. Dann war ich im Training. Ja, mehr ist nicht im Kalender. Das andere, ihr kennt sich selber Dinge. Also ich würde sagen, wenn ich gerade Christkindlmarkt hergehe, also nächster Podcast, Na, oder? Also, wir kennen doch keinen Podcast. Was am Christkindlmarkt? so ein Maß Glühwein war halt schon geil. Oder ein Glühwein mit damals. Ja, aber Alter, Wer sich jetzt Hoffnungen gemacht hat, nein. Nein. wer sich jetzt Hoffnungen gemacht hat, ja. Ja. Na, müssen wir mal schauen. Gehen wir her. Nein, das geht nicht. Da kriegen wir nur Probleme mit dem Amt. Mit welchem Amt? Wenn wir, Dem Podcast-Amt. das ist schlecht. Oh Gott. Ah, das ist schon wieder so dumm, Oh, dass heute es wieder bleibt sogar geil ein bisschen ist. schlechter als ein Kevin sein. Das ist Ja, ich habe heute einen guten Zug drauf tatsächlich. erotisch. Danke. Hey, nicht so oft. Ist, glaube ich, verständlich, wenn man sich Wenn man sich so selber macht. Das Gesicht, ja. Haha, du bist auch hässlich. Jetzt hast du selber den Nachnamen gelegt. Als Maul. Oh Mann. Ich merke schon. Irgendwie sind wir irgendwie alle ein bisschen, sag mal, wir haben zu wenig IQ. IQ? Ja. Ja. Hier habe ich ziemlich viel daheim. Also, ich Kuh, du Kuh, ich mehrere Kühe. Also, ja, nein, habe ich schon viel. 50. Jeden Tag mehr in der Früh. Bitte helfen Sie mir, ich bin in 50, Gefahr. 60, manchmal sind es auch 70. Das kann ich was du mixst, Ich Alter. merke schon, ich glaube, das ist ein sehr lachhafter Podcast. Ja, hallo. So wie Und? jedes Mal. Aber das ist erstens, bist du schon komplett la. Ja. Das letzte Stückel Das extra ist normalerweise gut. immer gemeinsam. Das stimmt, du Nein, Arschloch. nicht.
Aber der war jetzt erst einmal gescheit dabei. Das ist das zweite Mal. Wir Ja, haben aber beim das ersten schon Mal ein haben wir bisschen es auch öfters. gemeinsam gemacht. Das stimmt. Über einen Einzelgänger. Oder Ja. Einzeltrinker. Einzelgänger. Das wissen wir mal auftreten, neue Songs rausbringen. Unter anderem. Du bist so richtiger, fuck, mit wem kann ich vergleichen? Mit dem Engler. Du bist, Das stimmt eigentlich. ich weiß nicht, mit wem ich also, die vergleichen kann, aber es gibt bestimmt so selbstsüchtige Arschlöcher in Bands. Des Öfteren. Wie heißt der? Der aus Österreich, der Falco. Ich bin ein Falco. Der Falco war aber ein Solomusiker, also konnte Ja, er ich nicht bin so auch- auf seine Musikkarriere scheißen und Ich bin auch ein Solomusiker nebenbei. Also, ja nebenbei, aber du scheißt ja auf deine Gruppenmusik. ja. aber ganz übrigens, ich bin auch Solomusiker eigentlich, gell? Also bis auf der Tom. Ja, ich weiß, ich bin der Einzige, der kein Solomusiker Obwohl ist. der Tom Entschuldigung. eigentlich am meisten, ich sag mal, macht. nein, ich mach viel. Also das Du hast laberst 2 scheiße, Songs gemacht, wenn ich 5 gemacht habe. weil ich mir Zeit lasse und meine qualitativ hochwertiger sind. Nicht. Also ich bin ehrlich gesagt dafür, dass der Tom mal seine eigene Band aufmacht. Und dann geht er uns nicht so auf den Piss mit seiner scheiß Musik. Ja, so eine Singleband, wo er so einen Rucksack aufhat mit einem Stellt euch Schlagzeug, ein stellt euch Klavier. mir vor, alles. mein Solo-Projekt darf auf einmal funktionieren. Was macht sie dann? Bier saufen. Unter anderem. Und vielleicht mal gescheite Musik machen. Na Spaß, die ist schon echt gut. Dann gibt es endlich Eng Mirror, dann ist es soweit. Und dann geht's ab. Stimmt, eigentlich wollte man das gar nicht liegen, aber Sollen wir? ja. Ja, fickt wir euch, sind macht's, Eng Mirror, macht's gell? durch den nächsten Also- Track ohne mich. Wir haben noch nie einen gemacht. Außer den Diss-Track. Okay. Aber das war's schon. Mein Diss-Track? Dein Diss-Track, den Mein du Diss-Track. bekommen hast, den wir schon die Ich letzten weiß, 2 Podcasts der war überhaupt kein verfickter Diss-Track. Das waren einfach nur gesprochene Verses mit einem ultra schlechten Beat untergelegt. Aber gute. Es ist. Also, Entschuldigung, von meinerseits zumindest. der Inhalt war einfach nur, dass meine Katze überfahren worden ist. Ja, aber wir Die halt. Grüße. Und dann Kevin sein Inhalt war, der Kevin kann mich gar nicht dessen, Kevin sein Inhalt war einfach nur, oh scheiße, ich hab schon wieder kein Spotify Premium mehr, scheiße, jetzt kommt Werbung. Also mal ganz kurz, ich hab da, sag mal, Sogar der Bruder hat bessere Vocal Lines geliefert als du. weil ich ihm die Vocal Lines geliefert habe. Ja, genau. Fragen halt selber. Also Entschuldigung, 3 Wörter kann ich mir wohl selber auch ausdenken. Na, der Typ ist strunzdumm. Oh, ja, genauso wie du. Nein, ich bin tatsächlich ein bisschen schlauer. Ja, Hat's ein der bisschen Kevin. intelligenter als der Benny bist du schon. Oh, sorry. Es gibt da leider. Oh. Oh, jetzt hast du Jetzt den hab Namen ich- gelegt. Nein, das ist nicht der Name, das ist der Name von der Katze, also alles gut. Dachschige dass, der Grüße. Benny, dass der Bruder Benny heißt, ich würde jetzt bloß nicht, dass der Benny den Podcast hört, der ist dümmer. Sorry, Benny, aber du bist halt dumm. Okay, was ist los mit unserem Podcast? Wir beleidigen Leid. Ja, What? wir beleidigen die Leute, die es zuhören. Ne? Das ist gut. Die nicht zuhören. Weil der Benny hört es nicht tatsächlich. Oh, Gott sei Dank. Nicht? Na. Jetzt der andere Bruder. Der Fabi. Ja. Niemals. Okay. Niemals. Guter Manager. Ja, passt ja. Ja. Der muss Fuck. es nicht hören, der weiß, dass es gut ist. Ja, genau. Na, ich finde auf jeden Fall qualitätsmäßig ist das 1A. Also besser wie manch andere Podcasts. Ja. Stammtisch. Unter So ein anderem. Stammtisch-Podcast schon gehört? Ganz schlimm, ganz schlimm. Das ist so, also der ist so von Los Brutalos abkupfert, also das sind auch 3 Typen. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die das einfach nur mit dem Handy aufnehmen und haben das alles von Los Brutalos geklaut. Die haben eigentlich unsere Idee geklaut, bevor wir sie gemacht haben. Bevor wir unsere Idee gehabt haben. Genau, ja. Na, die waren, ich glaube, die waren im Backstage da und haben zu Los Brutalos gesagt, zu mir sind die einen Podcast-Idee geklaut haben. Aber ich sage es mal so, wenigstens haben die 3 Mikros. Also, Wir hätten auch 3 Mikros, wenn es dann sie vergessen hättest. ja, merkst selber. Na, eigentlich hätten wir auch 3 Maßkrüge, wenn ich meins nicht vergessen hätte. Ja, mei, es kann einmal Sachen schief laufen, klar, es ist jetzt der 3. ja, genau. ich kann schon überlegen. Jetzt geht's los. Es ist schon der, dritte Postkarte. es ist erst der 3. Podcast in der ersten Staffel. Wir haben Staffeln. Wir haben tatsächlich Staffeln bei Staffeln angeben müssen. Das ist gut. Vielleicht haben wir eine 2. Staffel, vielleicht ist alles nur in der ersten Staffel, vielleicht haben wir 500 Folgen in der ersten Staffel, was weiß ich. Stimmt. Das sind die am Ende. Aber Kevin, wie schaust du aus? Gut schau ich aus. Danke. Nein, ich meine jetzt zwecks, habt ihr noch was zu besprechen, sonst darf man exen?
Echsen. Warte. Irgendwer muss heim. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Ende von der Podcast-Folge. Ich Vielen muss jetzt Dank. meine Kirme her. Erst einmal gibt es ein gescheites Fleisch, gell? Ja. Nach dem Podcast. Das ist irgendwie Wir machen seit uns heute jetzt- Pflicht geworden. Wir machen uns jetzt halt ein Spaß. Steak. Ja, Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. auf jeden Fall. Und wir wünschen Merci euch nur einen euch. schönen Abend oder Tag oder Morgen oder was weiß ich. Oder ein schönes Wochenende, was weiß Gute ich. Einfach alles Arbeitszeit, was auch abdecken, immer. Gell? Ja, Und was genau. Viel Spaß in der Arbeit, ihr Knechte. Also, mach's hoch. Prost. Nächte. Habe dir. Führt euch. Das ist richtig unangenehm, wenn ich nicht saufen muss. Kevin hat gesabbert. Habe Er dir. macht einen Servus. Sabbat.